Hallo und herzlich willkommen zu Let's Test von Oxygen Not Included. Diese Idee ist mir gekommen in meiner Let's Play-Reihe vom gleichnamigen Spiel, wo ich so ein bisschen an Kühlungsthemen herangekommen bin. Wie kühle ich meine Basis, wie kühle ich Wasserfluss, vor allem Geysirwasser, das um die 90 Grad ist, damit ich nicht meine Basis aufheize und zu einer Sauna machen muss. Deshalb habe ich hier mal ein bisschen im Debug-Mode was aufgebaut. Ich bin selber ein bisschen gespannt auf die Resultate. Ich hoffe, es funktioniert alles. Ich habe es ziemlich theoretisch gebastelt. Es sind 3 Testszenarien. Eines wird ein bisschen länger werden. Ja, ich würde sagen, wir fangen mal an. Das geht hier um Kühlung von Flüssigkeit, es geht um Kühlung von Gas und mit Hilfe vom Kältebiom. Warum werde ich euch jetzt gleich zeigen. Ich mache mal die erste Testreihe. Hier geht es um die Wasserkühler. Die sieht man hier. Sind sehr stromintensiv. 1,2 Kilowatt brauchen die Dinger. Kühlen um 14 Grad die Flüssigkeiten, die da durchgeschleust werden. Was mir da ein bisschen Sorgen macht, ist die Wärmeproduktion, also fast plus 60 Watt Schätzwert auf dem Volumen der Thermo und der spezifischen Wärmekapazität der gepumpten Flüssigkeit. Wie sich das jetzt genau auswirken wird, ist mir echt ein totales Rätsel. Ich habe schon mal ein bisschen ausprobiert in einer Live-Basis und die wurden sowas von heiß, die haben sich selber zersetzt. Ich habe sie nun hier mit Goldamalgam gebaut. Goldamalgam hat eine Hitzetoleranz plus 50 Grad, fügt es hinzu bis hier, Wasserkühlung. Der hat eine Überhitzungstemperatur von 125 Grad plus 50 Grad durch Goldamalgam, also die müssen jetzt 175 Grad aushalten, bevor sie schmelzen. Schauen wir mal, ob das ausreicht. Hoffe ich doch. Gebaut habe ich sie im Kältebiom. Ist jetzt nicht mehr wahnsinnig kühl hier oben, muss ich sagen. Normalerweise ist es so um die minus 40 Grad. Ja, ist halt nicht mehr so wirklich drin, aber ich gucke selber mal. Die Idee ist eigentlich, dass die Kälte von diesem Biom die Wasserkühler kühlen soll, so dass sie nicht überhitzen. Das ist die Idee. Gut, starten tun wir mit der Wasserflüssigkeit, etwa so, wie sie zum Dampfgeist hier rauskommen, so um die 90 bis 100 Grad. Ich habe es jetzt mal auf 96 Grad festgelegt. Darin ist eine Flüssigkeitspumpe, die ist ebenfalls aus Goldamalgam gebaut, damit sie nicht gleich jetzt kocht. Ja, sonst gibt es eigentlich gar nicht groß zu sagen. Hier habe ich einfach so ein kleines Kraftwerk mir zusammengestellt. Mit Wasserstoff gehe ich jetzt nicht groß darauf ein, wie das funktioniert. Das wisst ihr bereits selber. Gut, für diesen Test muss ich jetzt als einziges noch die Pumpe ans Stromnetz anschließen. Wird es hier nicht schön angezeigt, aber wenn es dann fließt, hoffentlich schon. Also ich habe Flüssigkeitsoverlay, das Temperaturoverlay, Wasser 96 Grad, mal schauen wie es da endet. Ich habe es aufgebaut, es läuft im ersten Wasserkühler, zweiter Wasserkühler, dritter Wasserkühler und dann wieder runter. Und das schauen wir uns jetzt mal an. In der Theorie sollte das funktionieren. Gut, hier kommt das Wasser, ist jetzt bei 96 Grad knapp, wie es hier rauskommt, läuft zum Wasserkühler hoch. Dieser springt an, fängt an zu kühlen und wird, oh, der wird so schnell heiß. Okay, jetzt schauen wir mal nach dem ersten Durchgang. 95,7, 81,7, 67,7 und 53,7. Okay, so wie es versprochen wurde, wird das Wasser runtergekühlt, dreimal um 14 Grad. Aber was ich hier sehe, ist, dass die Wasserkühler, die werden extrem heiß. Der ist jetzt schon bei 170, 180, 190, 300 Grad. Der auch. Und natürlich bereits überhitzt.
da scheint die Luftkühlung überhaupt nichts zu bringen. Ganz im Gegenteil, ich denke, die heizen hier eher auf. Warum das so ist, verstehe ich nicht. Echt nicht, der wird immer heißer. Bald 500 Grad. Also wären wir nicht im Debug-Modus, der wäre uns schon längst um die Ohren geflogen. Wahnsinn. Echt Wahnsinn. Also kurzum gesagt, ja, es funktioniert. Das heißt, ich habe das Wasser hier von 96 Grad auf 53, 54 Grad runtergekühlt, aber das ist im normalen Spiel nicht machbar. Man sieht, wie hier aufgeheizt wird, die Wasserkühler sind bald bei 600 Grad. Und die Umgebungstemperatur steigt auch, die schmelzen bereits schon den Schnee weg. Liebe Zuschauer, entweder ich mache etwas total falsch, ich verstehe das Konzept nicht von diesem Wasserkühler, oder sie sind verbuggt, auch möglich. Ich weiß es nicht. Wenn ihr hier nähere Informationen dazu habt, was ich falsch mache oder ob hier irgendwas falsch läuft, bitte schreibt es in die Kommentare. Ich bin echt ratlos. Gut, dann weiterer Test, den ich machen möchte. Ich lasse mal den zweiten Flüssigkeitstest weg. Das hat einen Grund, den zeige ich euch nachher. Ich werde noch schnell die Stromleitung kappen. Und ich werde auch die Leitung hier kappen. Ich werde hier noch die Stromleitung kappen. Zumal läuft dieses Szenario nicht mehr. Schauen wir mal, ob die hier wieder abkühlen. Theoretisch sollte das der Fall sein. Das ist lustig. Das ist so heiß, dass hier der Schnee wegschmilzt und hier unten wieder gefriert. Okay. Gut, zweiter Test, den ich machen möchte, ist Gaskühlung. Gaskühlung hoffentlich ein bisschen nachvollziehbar. Dazu habe ich hier Klimageräte installiert. Okay. Was ist die Idee? Ich habe hier ein isoliertes Luftgefäß gebaut mit etwa 50 Grad heißem Sauerstoff, Gaspumpe natürlich. Die werde ich jetzt ebenfalls anschließen. Zum einen gibt es hier Strom, zum anderen gibt es natürlich unten Starkstrom. Ich muss hier Starkstromleitung dann, okay, hier wäre es jetzt nicht zwingend notwendig gewesen, oben natürlich schon, weil die so viel Strom benutzen. Schauen wir uns schnell die Werte an. Klimagerät 240 Watt, das ist ja noch okay. Heizt um 14 Watt auf, Kühlungsfaktor ebenfalls 14 Grad. Schauen wir mal, schauen wir mal. Schauen wir mal. Gut, das ist alles verlinkt, das läuft. Ich habe im Moment ein einfaches Setup. Ich werde noch die zwei anderen Generatoren ein bisschen später dazu nehmen. Idee ist, die Pumpe saugt das 50 Grad, die 50 Grad warme Luft an, hier rein, wird gekühlt, geht wieder zurück. Das schauen wir uns einfach mal an, wie das so läuft. Pumpe arbeitet. Hier kommt das Gas auf 50 Grad. Okay, wird natürlich hier ein bisschen runterkühlen. Ne, ich habe isolierte Leitungen, das sollte keinen Kühlungseffekt geben. Geht ins Klimagerät rein und kommt wieder raus mit 35 Grad. 50, 35 Grad. Genauso haben wir das erwartet. Und es scheint hier nicht so zu überhitzen. Ne, das scheint gut zu funktionieren. Also die Luft scheint best zu funktionieren. Ich gebe mal hier ein bisschen Tempo drauf. 38 Grad. Sollte hier so über die Zeit runterkühlen. Um das ein bisschen schneller hinzukriegen, kühle ich jetzt noch weiter runter. Das heißt, ich werde hier noch ein bisschen, muss den vermutlich ganzen Weg machen. So. Das heißt, es gibt hier ein neues Klimagerät. Das ich jetzt habe aus Gold Amalgam.
Dazu gibt es isolierte, weil ich möchte ja nicht, ich möchte wirklich den Kühlungseffekt der Klimageräte sehen und nicht vom Kältebiom. Jetzt muss ich hier schnell raus. Isoliertes. Ne, Klima ist ja Gas. Das heißt, ich nehme eine isolierte Gasleitung hier rein, dann hier raus, rüber, hier rein, raus, rüber, rein, raus. So, damit durchläuft es 3 Klimasysteme, wenn ich jetzt alles richtig gemacht habe. Schauen wir uns das mal an. Habe ich irgendwie vergessen, den Strom anzuschließen. Ja, so. Und nun läuft sie auch. Also, hier rein 48 Grad, hier raus 34 Grad. Nächste Kühlphase 20 Grad. Und raus kommt es dann. Das sehe ich hier unten leider nicht. Die besser unten durchgezogen habe ich es instant, sobald das Gas da drüben rauskommt. Bei Sauerstoff ist was minus 24 Grad, das habe ich irgendwas übersehen. Also. Sauerstoff ist hier bei 46 Grad. 48 Grad, 48 Grad. Wieso springt der hier drüben jetzt schon auf minus 1 Grad? Ach Quatsch, das ist natürlich die Umgebungstemperatur. Ich muss nur in Richtung schauen. Also, hier ist es bei 46 Grad, genau. Hier ist es bei 31, also 32 Grad, hier ist es bei 17,8 Grad und rauskommt es bei 5,5 Grad. Das sollte jetzt eigentlich einen spürbaren Kühlungseffekt haben. Ein bisschen Tempo drauf, jawohl. In so einem System müssen wir natürlich jetzt noch irgendwie Automation reinbringen. Sonst würde es sich ja endlos weiter runterkühlen, bis man in einem Gefrierschrank sitzt. Ich schau mal schnell, was es da so gibt. Vielleicht könnte ich das mal ausprobieren, habe ich ja noch nie gemacht. Also Thermosensor ist sicher das Richtige. Muss ich vielleicht noch ein bisschen weit voneinander trennen. Also ich baue hier mal einfach mal hier ein Sensor. Der Sensor, guck mal, sobald die Temperatur unter 20 Grad fällt, wieder aktiv, so ist der Plan. Und dazu müsse er einfach den Strom unterbrechen von der Gaspumpe. Da gibt es so eine Stromabschaltung, schalten den Strom an oder aus. Funktioniert das so? Ich habe keine Ahnung. Stellen wir mal so hin. Dann müsste ich den ja mit Automatisierung. Ich gehe da schnell raus, damit wir das Overlay bekommen. Automatisierung, Ausgabe, Eingabe. So. Ich habe das noch nie gemacht, also lach mich jetzt nicht aus, wenn es völlig in die Hosen geht. Und dann müsste ich eigentlich einfach den Strom hier durchführen. Funktioniert, der hatte gar keinen Stromeingang. Kein Kabel verbunden. Ziehe ich das jetzt einfach so durch? So. Okay, was ist jetzt hier passiert? Der ist hoch. Die Pumpe wurde ausgeschaltet. So. Der muss natürlich, wenn er über ist. Oh, ja, funktioniert. Wow, das ist mein erstes Automation-Feature. Okay, das heißt, sobald der hier
unter 20 Grad misst. Das geht jetzt tatsächlich ein bisschen runter. Ja, das ist egal. Wir sind hier im Test. Der Duplikant der Sauerei machen. Das geht es hier echt schon massiv runter. Der ist jetzt ein bisschen wärmer geworden. Ist aber okay. 20. Jetzt müsste es dann irgendwann mal unter 20 Grad fallen. Das muss man dann natürlich irgendwie recht... okay. Jetzt hat er ausgeschaltet. Das funktioniert. Theoretisch müsste man jetzt eigentlich aus dieser Kammer wiederum irgendwie in der Nähe des Sensors eine Luftpumpe machen, die dann die Luft in die Basis rüber pumpt, weil wenn ich sie direkt hier absauge, dann kann ich das gar nicht steuern und automatisieren. Okay. Gut, funktioniert. Das wollten wir sehen. Bin ich froh, dass wenigstens das hier so funktioniert, wie man es erwartet. Im Gegensatz zum stoppen die automatisch, wenn nichts mehr kommt. Jawohl. Perfekt. Perfekt. Gut, da müssen wir einfach noch ein bisschen optimieren. Aber das läuft. Gut, dann. Was habe ich hier? Meinen Duplikanten geht es hier nicht so toll. Ist egal, die müssen jetzt einfach noch durchhalten für den letzten Test. Und zwar, nachdem hier oben ja wirklich, haben die jetzt abgekühlt. Nachdem es überhaupt nicht funktioniert hat, ja, die haben abgekühlt. Sind mittlerweile eingefroren im selbst geschmolzenen Kondenswasser. Eine andere Möglichkeit, die ich überlegt habe, das wäre einfach mit riesig langen Pipelines durch das Kältebiom. Hier habe ich Röhren genommen, die einfach aus Sandstein, also die nicht isolieren, damit sie die Kälte übernehmen. Also das Rohr ist bei 40,1 Grad, der Sauerstoff ist bei 40,1 Grad. Das müsste eigentlich theoretisch abkühlen. Die Frage ist halt, wie lange müssen die werden? Muss ich vermutlich noch die Röhre einsetzen, genau. So. Okay, der pumpt. Wir starten mit etwa 6 Grad 96. Hier ist er bei 93. 91. ...89 funktioniert, aber die Röhre muss echt lange sein. 87. Was ich jetzt aber noch ausprobieren werde. 85. So, daraus kommt es dann. Und raus kommt es bei 85. Rein 95. Also diese Spiralen oder diese Windungen haben 10 Grad runtergekühlt. 95, 85. Das war Sandstein, 10 Grad. Jetzt möchte ich mal schauen, wenn ich zum Beispiel... Und ich denke, Abysalit als Röhre bringt gar nichts, weil das isoliert. Wie sieht es denn aus zum Beispiel mit irgendeinem thermisch reaktiven Stoff? Das teste ich jetzt einfach mal. Dazu jetzt lege ich hier einfach mal die Röhren. Weg damit. Also die schauen, dass es hier eben noch bei die minus 40 Grad ist und mache Rohr, also irgendwas mit thermisch reaktiv, relativ wenige zum Aufheizen erwärmten, kühlt sich also schnell ab. Kann es positiv oder negativ sein? Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, das testen wir jetzt einfach mal aus. Wie war das irgendwie? Ich glaube so.
2. War das so? Sollte ja eigentlich... Mein Gott, das brauche ich nicht hier für Müll. Oder bin ich hier direkt runter? Ich glaube, ich bin hier direkt runter. Sanitär, mein Lieber. Magmatit. So. So. Also dasselbe, 95,5. 94. 92. Das sind 2 Grad pro Windung. 90. Ja, ich denke, das wird etwa dasselbe sein. 88, ich denke, das Setup ist nicht ganz dasselbe. Also wäre ich hier auch etwa bei 85, erinnert sich das noch? Nein, das ist wirklich sehr stabil. Okay, das war Magmatit. Dann versuche ich noch dasselbe mit Platz. Mit Rohr. Was haben wir noch? Das ist thermisch reaktiv. Wolfram. Wolframit hat auch eine hohe Wärmeleitfähigkeit. Das bedeutet, die Wärmeabdienung mit übertragen wird. Okay. Schauen wir mal, wie es sich mit Wolframit verhält. So. Dasselbe nochmals, 95. Das sind, wenn es alles ein bisschen mehr ist, könnte sein. Das Rohr wärmt auf, sehe ich gerade. Das ist bei 31. Das ist ein bisschen minimal kühler. Das ist vielleicht 1 Grad. Die Frage ist, was passiert jetzt mit dem Rohr? Hält sich das nun stabil? Ich hab den Eindruck, dass es sich erwärmt. Oh, sorry, ich glaube Alt-Z ist extrem schnell, genau. 30, na, hält sich stabil. Hält sich stabil. Also bei 87 ist aber minimal der Unterschied. Was gäbe es noch? Mein Abyssali bringt gar nichts, ich möchte es aber trotzdem noch schnell testen. Einfach damit ich hier mal die Isolierfähigkeit gesehen habe. Aber das theoretisch müsste das eigentlich fast denselben Effekt haben, als wenn ich ein isoliertes Rohr nehme.
Genau. Bleibt stabil bei 95 Grad. Ja. Okay, ich sehe, dass ich möchte sie noch nicht sterben lassen, weil ich bin noch nicht ganz fertig. Wenn sie tot sind, müsste ja eigentlich... Hier kriegt ihr ein bisschen Sauerstoff, meine lieben Duplikanten. Nicht. Mach es jetzt so. Ich mache jetzt mal 10 Kilo. Ja. So, das sollte ausreichen. Also wie erwartet bringt dieses Material gar nichts, das ist wirklich ein Isolator. Ja. Okay, was ist nun das Fazit dieser kleinen Testanordnung? Kühlung ist für mich trotz Test immer noch nicht wirklich so klar. Also das, was am besten funktioniert, ist die Luftkühlung. Die ist eigentlich wirklich sehr einfach nachvollziehbar. Die Klimageräte kann man hier eigentlich schön ja, die funktionieren gut. Ich weiß nicht mal, ob man die jetzt wirklich überhaupt ins Kältebiom reinschieben muss oder ob man das auch im normalen bauen kann, muss ich mal ausprobieren. Dann Wasserkühlung, vor allem vom Geysir. Und Geysir scheint mir wirklich wichtig zu sein, weil das ist die einzige nicht versiegende Wasserquelle im Spiel. Ja, die wird also die weiß ich jetzt. Also was funktioniert ist mit diesen Röhren durch kalte Luft hindurch. Ich könnte natürlich hier diese Räume so extrem runterkühlen mit der Luftkühlung. Ja, ich weiß gar nicht, wann Sauerstoff fest wird. Bei minus 183. Ja, da kann man ordentlich runterkühlen, würde ich sagen. Spielt es eine Rolle? Vermutlich ja schon. Will ich jetzt trotzdem mal schnell testen. Weil das Wasserkühle funktioniert. Keine Ahnung, ich weiß es nicht, was dort nicht funktioniert. Vielleicht bin ich einfach zu blöd, kann ich nicht ausschließen. Ich mache jetzt hier noch schnell eine kurze Testanordnung und zwar mit ganz kalter Luft. Sanitärrohr, was war's? Wolframit. Mein Gott, ich habe noch gar nichts getrunken. Was mir wohl keiner glaubt, der mir gerade zuschaut. So, Reparaturarbeiten. Gefolgt von Löscharbeiten. Et voilà. So, läuft. Röhren kühlen ab. Gut, das heißt, ich mache hier Sauerstoff rein. 19 Kilogramm ist ja krass. Ich so einen krassen Druck hier gemacht. 1 Kilo. Oh, mein Gott. 1 Kilo benutzt auf jeden Fall das Paddy drüben. Und jetzt muss ich schnell schauen, machen wir mal minus 150 Grad und das in Kelvin. Mal schauen, was die Google sagt. Und minus 150 Grad sind 123 Kelvin.
123 Kelvin. Machen wir das mal. Minus 150 Grad, das stimmt so. Durch mit dem Wasser. Kommt rein mit 95, kennen wir schon. 93. Ja. Ja, das kühlt schon ein bisschen deutlicher ab. Ja. Okay, das bringt was. Das bringt was, das sind fast 15 Grad. Wenn ich bedenke, für das bräuchte ich, für denselben Effekt bräuchte ich jetzt einen Wasserkühler oben mit 1,2 Kilowatt und dass es sich selber verbrutzelt. Stresserbrechen. Habe ich noch nie gesehen, wie sieht denn das aus? Schon fertig? Okay. Oh. Ja, tut mir leid. Tut mir echt leid, mein guter Duplikant, jetzt ist noch gestorben. Erst gekotzt, dann gestorben. Naja, alles für die Wissenschaft. Alles für die Wissenschaft. Also im Moment scheint die beste Methode, um das Geysirwasser zu kühlen, wirklich eine ziemlich lange Leitung, entweder durch das Kältebiom oder ich erzeuge hier so eine... Was ist eigentlich, wenn ich die hier reinstelle? Die würden sich ja selber kühlen. Okay, wie sieht es mit der Zeit aus? Habe ich noch Zeit für ein Experiment? Ja, ist schon eine halbe Stunde vorbei, aber who cares? Ich möchte noch schnell etwas ausprobieren. Und zwar machen wir eine Testkammer aus isolierten Ziel natürlich. Meine Güte. Schaut einfach nicht hin, wenn ich mich so verzeichne. So. Gut. Also, Testkammer steht. Die fülle ich mal Sauerstoff, 1 Kilo, und die machen wir, ja, ich denke mal so 50 Grad. Ich muss wieder zu meinem Kelvin-Rechner. 50 Grad Celsius sind 323 Kelvin. 323 Kelvin füllen. Et voilà, gut. Ah, ich denke, das ist noch rausgefallen, weil das noch nicht fertig gebaut wurde. Genau. Also 50 Grad heiße Sauerstoffkammer steht. Gut, was ist nun der Plan? Ich saug sie ein. Ja, ich glaube, ich baue hier gleich was. Ich schaue mal schnell, vielleicht kann ich hier auch gleich so ein bisschen eine Optimierung rausholen. Das ist jetzt so kalt geworden. Wasserkälte kommt rein, drauf, oben. Sollte ich den vielleicht über die Pumpe setzen? Kälte geht ja runter. Ich probiere es mal aus, vielleicht völliger Blödsinn. Beziehungsweise... Also ich brauche sicher hier luftdurchlässige Ziegel. Also wenn die Kühlung runterläuft. So ist vermutlich völlig überdimensioniert, was ich hier gerade baue. Okay. Dann Klimagerät. Es ist völlig überdimensioniert, na egal. 1, 2, 3, 4, nur 5 Stück. Wenn schon überdimensioniert, dann richtig überdimensioniert. Also hier wird aufgeheizt. Sprich, ich möchte dann den Lüftungskanal... Ich mache mal 2.
8x3, damit es ein bisschen regelmäßig ist. Und ich habe hier eine Gaspumpe. Sollte ich hier auch mehrere bauen? Zwei Gaspumpen. Ich weiß nicht, ob das wirklich funktioniert, was ich hier gerade mache. Auf jeden Fall gibt es einen Thermosensor. Und zwar hier. Der ist vermutlich zu weit oben. Mach ich mal hier. Wie, ich höre hier jemand lachen, während ich hier meine Tests mache. Dann brauche ich hier isolierte Leitungen. Wenn es ein internes System ist, ist es eigentlich egal. Sollte eigentlich egal sein. Nehme ich irgendwas? Okay. Also, erstmal Gasfluss. Sprich, hier rein, hier rein, raus, rein, raus, rein, raus, rein, raus, rein und hoch, hoch, hoch. Müsste so funktionieren. Dann brauche ich natürlich noch Strom. Und zwar kommt der gute Strom hier durch. Ah ne, ich brauche so ein Unterbrecher-Ding. Kann ich das auch so? Ne, machen wir so. Das heißt weg, weg. Nochmals Strom. Kommt von oben rein. Okay. Wo ist meine Stromversorgung hier drüben? Ah, kann ich so machen. Ist mir egal, was ich jetzt hier für ein seltsames Ding hinbaue. Müsste so funktionieren. Okay. Ah, etwas Wichtiges fehlt natürlich noch. Ich brauche hier noch ein Automation Cable, damit der hier überhaupt anspringt. Das wird mir ja nicht angezeigt. Aber das war so, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wenn die Temperatur über 20 Grad ist, soll der gute kühlen. Das ist der Fall. Strom fließt. Also, das ist Luft und Temperatur. Luft fließt bei 46, geht durch die ganze Kühlungskette, die natürlich nicht funktioniert, weil ich sie nicht angeschlossen habe. Hier habe ich jetzt ein bisschen Stromproblem, doch ein bisschen überdimensioniert. Also ich hänge den mal weg. Dann ist das Stromnetz bei 480. Ich hätte das gute Kabel nehmen sollen. Na gut, ich mache es einfach ein bisschen kleiner. Wo ist er? Da. 240. 240. Das heißt, ich kann nur 2 betreiben. Habe ich ja wieder mal toll geplant. Dann sei es so. Ich denke, ich habe es viel zu groß gebaut, um hier einen Lüftungseffekt zu sehen. Ich probiere es trotzdem noch schnell aus, wenn es nicht funktioniert, dann werde ich das mal offline machen.
und das in einem meiner nächsten Let's Plays verkünden. Okay, die brauchen natürlich noch Strom. Die kann ich hier auch hier rannehmen. Natürlich. Ja, kann ich so machen. Hier. Und hier. Na dann, los. Kühlen. 45, 30, 17. Wunderbar. Dann machen wir mal Hyper Speed. Ah, die werden jetzt schon wärmer hier. Die werden schon wärmer. Hier oben kühlt es aber schön. Bin ich gespannt, wie es mit den Klimageräten. Der ist so bei 54 und der ist bei 61. Oh Moment, mein Duplikantenstern. Das ist nicht gut. Jetzt ist Sauerstoff. Ich mache schnell einen neuen Duplikanten. Willkommen, gleich 2. Hallo. Willkommen zu Let's Test. Das ist jetzt bei 50, der ist bei 53. Ich denke, es ist möglich, wenn man vielleicht noch ein zweites oder drittes Klimagerät reinstellt. Jetzt ist zu warm. Und die Kammer ist eindeutig zu groß. Wenn man die ein bisschen kleiner macht, mit 3, 4 Klimageräten, sollte ich eigentlich ein selbstkühlendes Klima oder Luftklima, Kühl, mein Gott, wie nenne ich das? Muss ich mir noch überlegen. Auf jeden Fall kann ich hier einen Kühltank machen mit gekühlter Luft, die ich dann wiederum in die Basis pumpe. Und es scheint zumindest, dass die Geräte nicht zu heiß werden. So. Cool. Cool im wahrsten Sinne des Wortes, es geht um Kühlung. Gut, ich breche hier mal ab. Wie gesagt, wenn ihr Informationen zu den Wasserkühlen habt, wäre ich sehr dankbar, weil eigentlich wäre ja dafür vorgesehen. Vielleicht ist einfach das eingehende Wasser zu heiß. Was ich jetzt in meinem Let's Play verwende, für den Wassergeist hier, weiß ich noch nicht. Weiß ich echt noch nicht. Am einfachsten wäre eigentlich die riesige Wasserröhre durch das Kältebiom, weil das braucht keine Energie. Und eine zweite Alternative wäre, ich würde hier so eine Ultrakühlkammer machen. Ich weiß es nicht. Werde ich mir jetzt dann anschauen. Ich denke, ich gehe jetzt wieder zurück zu Let's Play. Hier beende ich mal. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch etwas gebracht. Für mich sind die Dinge auch noch neu. Ich bin das ein bisschen am Austesten. Und ja, wenn ihr Anregungen habt, Anmerkungen, Verbesserungsvorschläge oder mir einfach mal sagen wollt, was ich hier komplett falsch mache, lasst euch in den Kommentaren aus. Vielleicht gibt es sogar Ideen für neue Test-Setups und gibt es ein zweites Let's Test. Ansonsten over and out. Danke fürs Zuschauen und tschüss.